zum Beispiel die Bauernfrau. Dann, wenn sie zu den Hühnern Eier holen. Der ist kreischend entgegengeflattert, hat sie nach den langen Haaren gestrubbelt und nicht mehr losgelassen. «Ui, Autsch, lass doch los, du böse Hand, sonst schlage ich dich in die Pfanne und esse dich zum Mittag, ui, ui, ui!» Natürlich hat der Streithahn, auch wo die Prinzessin da war, weiter Zeter Mordio gebägt. «Kikeriki, die Eier sind alle für mich!» Aber weil die Prinzessin keine Angst hatte vor dem Herr Pollo und dazu noch gewusst, mit was dass man einem Gücku eine Freude machen kann, ist die Bauernfrau doch noch zu ihren Eiern und der Gücku doch noch zur Ruhe gekommen. «Komm, du schöner Gücku, lass heute dieser Frau ihre Haare los, weil sonst muss ich den dicken, feinen Wurm, den ich hier im Büchsli mitgenommen habe, einem von deinen Hühnern geben, wenn du keine Zeit hast, ihn zu schnabulieren.» Bei solchen Aussichten war auch der zünftigste Hahnenkampf auf der Stelle vergessen und damit zum Glück auch die Gefahr durch, dass der Herr Pollo als Bratgückeli in der Pfanne landet. Manchmal hat es aber auch gelangt, für das es gegräbelt, wenn der Herr Pollo stolz auf dem Miststock oben gehockt ist und das Kind im Vergäss ein bisschen zu nah dran vorbeigelaufen ist. Potzwohlmau, dem hätte er hinten nachher speiden und in meinen Hosenboden picken. «Aua, Mami, mein Vödli, Hilfe!» Er hat die Kinder so lange gejagt, bis die Prinzessin mit dem Velo vorne dran einen Krieg geschrissen und dem eine Sendung gemacht hat. Langsam ist es aber auch dieser lieben, geduldigen Prinzessin zu bunt geworden. Nach einem weiteren Einsatz von ihr, wo sie einen Streit zwischen dem Herr Pollo und dem Bauernhofhund geschlichtet, hat sie beschlossen: «Jetzt ist aber genug heute unten. Bin ich blöd oder was? Strample mich doch nicht für ein solches Bulle jedes Mal dieser ab. Nein, Herr Pollo, dir lerne ich schon noch anständig zu tun zu den anderen. Wart nur!» Am nächsten Tag ist die Prinzessin Pfauenfeder mit einem breiten Lächeln im Gesicht gemütlich auf ihrem Velo auf dem Bauernhof, wo der Herr Pollo gelebt hat, vorbeigeschödert. Gerade vor dem Miststock hat sie gebremst und einmal laut durch die Finger gepfiffen. «Hey, Herr Pollo, kommt ein bisschen näher? Ich muss noch etwas Wichtiges sagen.» Natürlich hat der Herr Pollo etwas zu gifteln, als er vom Mist oben runtergehüpft ist. Aber darauf hat die Prinzessin gar nicht gehört. «Kü-kü-kü, der macht mir Mühe!» «Herr Pollo, dir müsst mir helfen. Niemand ist so schön glänzig und würdig, meine Zauberfedern zu tragen, ausser dir. Entweder kommt ihr noch heute mit mir in mein Schloss und werdet der Wächter von meinen Zauberfedern, oder ich muss sie verbrennen. Ich halte das nämlich nicht mehr länger aus, ging selber zu dieser Müsse zu schauen.» Ui, bei diesen Worten sind am Herr Pollo die Federn aber gerade in die Luft gestanden vor Klopf. «Was? Eine Feder verbrennen? Nein, das ist ja das Schlimmste, was man an einem Gücku überhaupt sagen kann.» Für zu machen, dass das nicht passiert, hat er ja sogar angefangen miauen, anstatt krähen. So wohnt also seit diesem Tag der Herr Pollo bei der Prinzessin im Schloss und passt auf die Pfauenfedern auf. Und Krach gehabt, das hat er seitdem mit niemandem mehr. Wie auch? Er hat ja gar keine Zeit mehr dafür. Seht ihr? Und darum ist klar, helfen, dass andere einander nicht auf das Dach geben, das kann man auch ohne zu zaubern.